Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich mal auch von meiner Seite einen großen Courage für all die, die gestern Abend an der Nacht und noch heute Nacht vom Rhein betroffen werden, an den ganz großen Merci und die helfen, da wo sie können. Die Rapporten aus den letzten Wochen weisen, dass die Infektionszahlen nicht an die Luft gehen. Und der Virus, also an den Kläranlagen, ist präsent. Trotzdem sind glücklicherweise noch immer wenig Leute am Spital und auf den Intensivstationen. Also, dass eine Überlastung vom Gesundheitssystem sich aktuell nicht unzukündigen schenkt. Es sind am Moment echt die Jungen, die sich mit dem Virus zugestachen haben. Sie sind ja an der Regel Männer vulnerabel. Wir freuen uns dafür, heute den Text viel einzuholen, den die aktuellen Freiheiten beibehalten will, an die Leute, was private Evenementen angeht, sogar nach mehr Spielraum wird gehen. Wir hoffen alle gut, dass wir diese Sommer mit all den Freiheiten, die dieses Projekt vorgesehen genießen werden können. Und als Regie am September nächstes Jahr werden gesehen mit einem neuen Covid-Text. Wir auch, wenn wir heute einen Text stimmen, der bis Mitte September gelten soll, müssen wir vorsichtig bleiben. Ja, aktuell sieht die Situation an den Spitälern gut aus. Aber das kann sich immer noch ändern. Am Moment zirkuliert der Virus für allem in den jungen Generationen. Und wir hoffen alle Guten, dass die Impfungen die ältere und vulnerable Population vor schlimmen Infektionen schützen werden. Aber es gibt keine 100% Sicherheit. Den Impact von der Delta-Variante an den Tod und nicht geimpfte Personen, die, wenn wir ja am Varingo-Rapport noch lesen konnten, an verschiedenen Sektoren mehr hoch als wie gedacht, bleiben Variablen, die man nicht aus den Augen verlieren dürfen. Dafür ist es wichtig, dass wir über den Sommer vorsichtig bleiben und auch die Chamber darauf vorbereitet bleibt, am Notfall sehr reagieren zu können, an das Gesetz nach 4 Uhr Échéance nach zu adaptieren. Gleichzeitig bleibt es essentiell, dass wir mit der Impfkampagne 4 Uhr kommen. Und da muss ich sagen, dass ich es bedauern, dass die Majorität tatsächlich das Wort dagegen gestimmt hat, dem Personal aus dem Pflege- und Gesundheitssektor nach einmal einen Brief mit einer Invitation zukommen zu lassen. Ich bin der Meinung, dass ich bei diesem wichtigen Sujet nach einmal alle Kommunikationswege hätte nutzen sollen. Aber das war ja anscheinend nicht gewünscht. Weil Molenkeer wurde nicht als superfetatoire klassiert, das mir einfach nicht gewünscht. Dafür hoffe ich aber, dass die anderen Elemente aus der Informations- und Sensibilisierungskampagne von der Regierung nach ihrer Wirkung werden haben. Und trotzdem nach mehr Leute sich schwer für eine Impfung entscheiden. An dem Zusammenhang freuen wir uns auch über die gute Zusammenarbeit aus der Santé-Kommission während den Arbeiten und der Passage über das Impfzertifikat an den Covid-Check. Heißt sie ganz frei, Ummerkungen von meiner Seite zu eventuell nötigen Adaptationen für eine Anerkennung von den Kreizimpfungen diskutiert und dann noch umgesetzt gehen. Wie immer haben wir parteiübergreifend an der Kommission in diesem Text geschafft und das ist sicherlich ganz positiv. Aber ich muss das aber auch sagen, dass man noch ein wenig mehr sehen hätte könnte sehen, wenn direkt auf Altbedenken ergangen gewesen. Ich hatte eine ganze Reihe kleine Punkte, kleine Satzänderungen angeschwärzt, die an Mengen Klarifikationen nötig gemacht haben. Mir recht, wie auch der Conseil d'État sein Problem am Text hat, und die nämlich Textpropose gemacht hat, dürfen sie geändert. Hätte man direkt Amendmente gemacht, hätte man schon letzte Freitag den Text Fehler gehabt, den vielleicht mal eine Observation vom Staatsrat gehabt hat. Ja, auch wenn das halt nicht ein Text ist, den im letzten Stöppel fertig ging, denke ich, dass er aber gute Weg von gehen ist. Für so die Leute am Privaten nach mehr Freiheiten zu gehen und am Nutzleben gleichzeitig vorsichtig zu bleiben. Wir hatten beim letzten Covid-Text deutlich gefordert, dass der Covid-Check auch für mich groß Privatfeiern soll erlaubt sein. Für Personen, die sich nicht leisten konnten, mit ihrer Familie an einem Restaurant zu feiern, für die nicht zu benachteiligen. Dass diese Dispositionen an den Text abgeholt werden, ist für uns dafür ein ganz grosses Plus an diesem Projekt. Es ist ja nie zu spät, sich sozial oder zu entdecken. Aber wenn der überhaupt so will, die Leute daheim nicht dran schwätzen, da sind ich doch ein bisschen erstaunt. Weil genau die nämliche Partei schwätzen die Leute nicht nur daheim dran, wir wollen doch nach jungen Männern, jungen Frauen so, was sie mit ihrem Körper machen dürfen oder nicht machen dürfen. Das ist einfach nicht mehr Hypokrisie. Ein mehr unklarer Punkt vom Projekt war am Anfang der von den Autotester, die am Mitternacht ihre Gültigkeit verlieren sollten. Hier war das Problem wie der Gérant soll kontrollieren, ob auch wirklich jeder, der just einen Autotest hat, lokal zur richtigen Zeit verlost wird.
Schließlich hat hier Heichstrofen riskiert. Hei frage meist, dass man eins konnte gehen, dass Responsabilität bei den Klienten liegen muss. Und der Besitzer von einem Etablissement nicht darf bestraft gehen, wenn für seine Klienten sich nicht an Gesetz gehalten hat. Klienten verwandeln sich ja schließlich nicht mit dem Glockenschlag an den Kürbis zurück. Das geht schon an den Mährischen. Und wir wollen ja auch nicht, dass Klienten an der Entree Bracelet kriegen oder ähnlich markiert gehen, je nachdem, ob sie eine Impfung, ein PCR-Test, einen zertifizierten Test oder eben einen Autotest tun. Das sind ja aber persönlich medizinische Informationen, die nicht nur Bausen sollen gedroht gehen. Weil also die Wirksamkeit von dieser Mesure angeht, muss ich zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, ob es epidemiologisch wirklich einen großen Effekt wird tun. Wenn ein Teil von den Klienten in einer bestimmten Zeit ein Etablissement verlässt, nachdem sie alle aber schon ein paar Stunden zusammen verbrücht haben. Ich meine aber, dass das Mesure eben nicht just dazu feiern wird, dass eine Reihe Leute die Etablissement Menge an der nicht verlassen werden, mir auch dazu, dass die Leute verstehen, dass die Autotester Männer sicher sind und dafür direkt zu anderen Testern. Sie wird den zertifizierten Schnelltest oder den PCR-Test greifen. Hier muss die nächste Woche geguckt gehen, ob diesen Effekt tatsächlich antritt und eventuell, falls es nicht der Fall soll sein, nach nur gebessert gehen. Und das auf alle Fall auch schon 4. September. Ich bin aber leicht optimistisch, dass der gewünschte Effekt antreten kann. Eine andere Änderung, die dieses Projekt mit sich bringt, ist die, dass nicht mehr just der Profisport den Turnieren teilholen, wir auch endlich nicht alle anderen Sportlerinnen und Sportler, die eine Lizenz für Kompetitionssport tun. Wir haben vor kurzem über die Vorteile vom Sportverband gesprochen. Jeder hat betont, wie wichtig der Sport ist. Für die körperliche und mentale Gesundheit. Aber auch für die Inklusion. Du hast den Lohn natürlich eine große Freiheit, diese Lockerung mitzustimmen. Weil ich meine, dass das eine Änderung ist, auf die sicherlich viele Leute gewartet haben. Wenn die Adaptation von der Lust auf Personen geht, die Schnelltester, die für zertifizieren, sind wir auch dafür, so viel wie möglich Gesundheitsberufe an dieser Lust abzuholen, für die Accessibilität von so Tester zu vereinfachen. Wir unterstützen auch die Idee, dass Maison Medicale sollen den Medikamentendepot dürfen nun und zu guter Letzt freuen wir uns auch, dass der Congé pour raison familiale soll verlängert gehen. So wird am Anfang von meiner Rede. Es sind aktuell vor allem die Jungen, die betroffen sind. Und die haben noch vielleicht noch mehr junge Geschwister daheim, die dem noch weh krank gehen oder in Quarantäne müssen. Dann ist es wichtig, dass man den Eltern die Möglichkeit geben, bei ihren Kindern zu bleiben. Und dafür brauchen wir auch weiterhin nach den Congé pour raison familiale. Mit dazu ist aber nicht, ohne nicht auch an die Betriebe zu denken, für die diese neue Form von Congé eine grosse Belastung kann sein. Wenn die Employés von heute auf morgen beim ausfallen, dann einfach weiter bezahlt müssen gehen. Das kann für Betriebe, die durch Krise und Strauchel gekommen sind, ganz schwer sein. Und dafür ist es wichtig, dass Covid-Äden weiterlaufen, aber nicht nur gepasst gehen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Lust man nach die Gelegenheit für den Ausdauersportler, echter Rapporter, Max Di Bartolomeo für seinen gewinnten, kompletten mündlichen und schriftlichen Rapport merci zu sagen. Ich gehe heute also den Akkord von den Piraten zu diesem Projekt und mit der großen Hoffnung, dass wir gut durch den Sommer kommen werden. Wir haben nicht ohne zu warnen, dass wir weiter vorsichtig bleiben sollten und die Sanitärsituation kontinuierlich weiter am Ende behalten müssen. Und dann komme ich aber nicht allein für meine letzte Minute mit einem ähnlichen Sujet zu nutzen wie für die Runde Claude Wiesler. Ich fand nicht falsch, wirklich falsch von einer Minister, für alle Bannen, nachdem hier konkret frohe Gestalt gaufen, auf Basis von einem schriftlichen Rapport, den von der Chambre zusammen mit der Regierung mandatiert gauf, nicht wollen, ob die Frauen zu antworten. Das ist ein Refus von ihrer Mission, dem Parlament Rechenschaft aufzulegen. Ich fand das dramatisch. Und das weist ob nichts, wie wenig Respekt verschieden, und so ganz bewusst verschiedene Regierungsmember für ein Parlament tun. Ginter, und da kann ich Madame Lehner zitieren, die immer da war, wenn sie gerufen ging, und ein ganz Rutsch von ihren Kolleginnen und Kollegen auch. Die alle Chaos kommen sind, egal wie chargiert eine Agenda war,
wie für ein Parlament hier dann einfach zu tun. Die Parlament proaktiv informiert tun, an Hai gowet viergest der Refus. Ein Refus für ein Parlament Rechenschaft aufzulehnen, aber direkt gekoppelt, um da für ihrem eigenen Forum Parlament zu beschuldigen, weil, ja, wofür überhaupt? Weil Parlament seine Arbeit gemacht hat, weil Parlament kritisch Fragen gestellt hat, weil Parlament Aufklärung verlangt hat. Weil wir als Parlament, wir als Chamber, müssen den Staffelstab abholen, den der Rapport Waringo als hingegeben hat. Den Staffelstab abholen für eine detaillierte Analyse über die Häuser zu machen, wie am Rapport möglich war. Eine detaillierte Analyse, die eben genau weiß, wie eine Mesure gegriffen und wie eine Mesure eben nicht gegriffen. Es geht nicht durch zu sagen, am Lauterband sind eben 60 Zimmer ohne Toilette und dafür wäre da ein Cluster. Es gibt 4 andere Häuser, liebe Kolleginnen und Kollegen, 4 andere Häuser, die 4 oder mehr Clustern hatten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle gute 60 Zimmer ohne Toilette tun. Wir müssen wissen, was hat geklappt, wenig hat geklappt, und was hat nicht geklappt, wenn wir es besser machen. Aber wenn sich ein Feierwelt am Moment ankündigt, dann geht es nicht durch, das am Hirsch zu machen. Dann muss man das machen, weil sonst wird doch das Chamber nur nach Blut in den Händen. Das ist nicht merci.